Heute und schön, dass du da jetzt zu Minecraft. Ich bin gerade wieder reingejoint. Ich weiß nicht, wie es jetzt ausschaut. FPS sind immer noch stable über 60. Das ist natürlich sehr schön dann. Ich weiß aber auch nicht, an was das liegt. Das ist ganz komisch. Kann man nicht vorstellen, dass das so viel Ding ist. Was mir aber aufgefallen ist, dass das so ganz weirde Speicherungen vorgegangen haben. Was da? Wieso? Ja, nicht. Muss man nicht verstehen. So. Wir werden uns jetzt mal Richtung 5 auf den Weg machen. Dann wir da mal ein bisschen vorankommen gleich. Ich sehe jetzt schon, dass das Spiel ein bisschen das Legen aufhängt. Ja, da müssen wir uns jetzt erstmal eingrooven wahrscheinlich. Bis erstmal das meiste gelohnt hat. Wenn man sagt, das gestern war es halt dann schon von der Session mehr oder weniger mit 2-3 Folgen auf einmal aufgenommen. Ja, ich weiß ja nicht. Ich habe noch nicht so Zeit gehabt, dass wir umstellen oder so. Deswegen macht man ja das Ganze da. Ernsthaft. Jetzt ist mir das Boot ausgefallen. Aber was ist denn da so laggy halt? Vor allem, es ist halt laggy, wenn du nicht die drin hast, gell? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Was auf einmal ist dann wieder laggy. So. Das, was ich halt nicht verstehe. Das ist dann schon schwierig, ne? Man versucht es zu machen. Aber das ganze Spiel oder so ist dann auch gegen einen. Okay. Vor allem, was ich nicht verstehe, selbst wenn ich jetzt halt auf einen richtig Low gehe, weil manchmal irgendwas, das kann nicht sein, dass so Redstone-Dinger jetzt halt so extrem sein können. Kann nicht sein, dass diese jetzt schon so viele Probleme bei einer Singleplayer-Welt, wo nur manche Stellen preloaded haben. Ich kann natürlich alles jetzt mal den ganzen Force-Load mal ganz ausmachen, ob das wirklich so viel Leistung von der Welt nimmt. Ey, ganz ehrlich, das habe ich noch nie erlebt, dass das so war. Es ist so extremes, wirklich überhaupt nicht. Und ich denke mal manchmal so, wieso wird Minecraft bei jedem Version schwieriger zu modden oder so viel nervig einfach. Wo ich so denkt, Alter, ihr könnt es nicht einmal einfacher machen. Ich möchte doch nur ein bisschen Minecraft spielen. Aber ich merke ja schon, es wird jetzt so diese Reise da um unser Gebiet rundum. Es wird so ein bisschen real talkig zu viel irgendwie. War schon so jetzt nicht sein, aber irgendwie, das kommt dann immer durch, wenn du auf einmal wieder merkst, so, ja, aber warum ist denn laggy? Aus welchem Grund ist laggy? 86 FPS? Hat er dann Freezes? Oder wie? FPS-Einbrüche? Von was? GPU? Grafikkarten? Aber ich berechne nichts auf der Grafikkarte fürs Rendern, ne?
Macht das ja alles auf dem Prozessor. Ich denke mal so, für was habe ich einen guten Prozessor? Den ich jetzt hat. Da ist nur mal so ein fettes Gebiet. Ich glaub's ja nicht. Da ist ein Eisbär. Hm. Also ich verstehe halt echt nicht, was da... was das Problem ist. Hey, ist mein Minecraft jetzt so leise, dass man es nicht mehr hört? Ja, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so extrem verzögert. Kann man natürlich mal ausprobieren. Ist irgendwie auf am Server zum Starten. Aber halt nicht auf einem gekauften Server, sondern nur mit auf dem PC. Ich kann man, also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass an die Dateien liegt so. Wenn ich ohne Shader spiele, habe ich Akku. Doch, habe ich. Hat halt Frame Drops über 20. Aber warum? Das ist was ich überhaupt nicht verstehe. Okay, wissen, liegt es am Bau irgendwas? Was schon auf Minecraft, das so schaut einfach nicht gut aus. Das ist leider einfach so. Wenn ich mir sagt, habe ich jetzt halt auch bloß 80 FPS, aber ich nicht mehr Shader drin habe, dann habe ich einfach wieder 130 und dann wieder 80. Deswegen habe ich mir einmal gedacht, ich habe so im normalen Game eigentlich 200. Das muss ich mir vorstellen, das lägt jetzt einfach, weil es Bock hat oder wie? Ich glaube, dass da irgendwas nicht mehr ganz passt. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich habe sonst nie Problem gehabt mit mehr Renderdistanz. V-Sync ausmachen. No way. Ich muss gerade sagen, es ist wegen V-Sync. Mehr Belastung? Nee. Ich hab das da genauso.
völlig egal. Aber ich hasse Eisbiome. Eisbiome und Ränge in Minecraft, das ist eins von den schlimmsten Sachen, die es gibt. Ist einfach so. Ich verstehe es echt nicht. Ich denke mir so, dann hast du mir so einen guten Ding, da wirst du richtig coole Einstellungen hast. Beim nächsten Mal gehst du ein und es ist so, als hättest du einfach alles verstellt und es geht gar nichts mehr. Dann stellst du wieder was ähnliches wie zuvor ein. Dann geht es wieder richtig gut. Ich verstehe das nicht. Wie du jetzt halt auf. So wie. Schauen wir mal. Ob es besser wird oder nicht. Vielleicht war das die Einstellung, die ich brauche. Ja, weiß das schon. Er weiß das schon. So, wir haben auf dem Weg zum Punkt 6. Leider ist jetzt ein sehr großer Berg im Weg. Aber was müssen wir machen? Man muss ja irgendwie weiterkommen. Ich finde es immer noch schwierig mit. Mir tut echt leid halt wieder. Das ist echt halt leid wieder, weil schon wieder. Jetzt bin ich irgendwie angefangen zum Aufnehmen. Ich denke mir so, ey, das Minecraft läuft so scheiße, Alter, was ist eigentlich los? Dann denke ich mir wieder so, ja, mal jetzt mal schon so. Und ich finde einfach keine Lösung dafür. Und die nächsten 1800 Meter werden aufgepeilt. Zum nächsten Point of Interest. Beziehungsweise umkreist. Nearly. Das ist jetzt ja auch nicht so ganz. Das ist ja bloß so ungefähr. Ungefähre Zielführung ist das. Dass man sagen kann, jo, bis daher haben wir schon mal gewinnen. Wie man sagt, ist es ja schon sehr viel Weg, was wir da zurücklegen. Das ist unglaublich. Wieso ist das so laggy halt? Ich verstehe das nicht.
jetzt wirklich richtig leid. Jetzt bin ich wieder bei 60 FPS so gekommen. Hä? Und vor allem, von was ist Grafikkarten ausgelassen? Das frage ich mich immer. Ich muss ja da her. Muss ja so her. Ah, Leidels. Schlimm ist, selbst wenn es nur gehst, dass das irgendwie schon, wenn du hupfst, dann schon ein Leg hast. Einen leichten. Ich weiß ja nicht mehr, warum das so ist. Vor allem bin ich woanders. Ich so, hä? Warum renderst du das nicht richtig? So. Wie schaut es jetzt aus? Ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwas einen Arbeitsspeicher blockiert und deswegen dann legt. Aber ich denke mir dann immer so, ich habe doch sonst auch mit 16 GB aufgenommen und da habe ich kein so ein Problem gehabt. Das verstehe ich oft nicht. Der Prozessor sagt ja, 15% Auslastung. Wenn ich jetzt wahrscheinlich nur nebenbei ein RAM-Ding aufmache, warte mal. Und meinen Taskmanager auf. Einmal weiß wissen mich. Arbeitsspeicher ist 47% ausgelastet. Und von Minecraft 6 GB. Das ist denen einfach wurscht so eigentlich. Und dann denken wir so, aber warum funktioniert jetzt das scheiß Game nicht richtig? Das denke ich mir dann so die ganze Zeit. Es kann ja nicht sein, dass das keinen Impact da eigentlich hat auf das Ganze. Und dann nicht flüssig komplett läuft die ganze Zeit, auch wenn es Sachen lohnen muss. Ja, wenn ich da jetzt Grafikeinstellungen reingehe und so mich 32 Chunks gesehen haben. Simulieren immer 16, ne? Ah, da habe ich auf Undo gedruckt. Warte mal. Aber das da irgendwo gedruckt. Ah, jetzt muss man natürlich neue Lohn aussehen. Jetzt habe ich 32 Chunks gelohnt, aber ist jetzt ja auch nicht die Welt eigentlich. Also Zeiten nochmal, glaube ich, 64 gelohnt können oder so bei manchen Mods. Ich verstehe nicht, warum es jetzt auf einmal so extrem anders das Impact-mäßige hat. Obwohl das Spiel eigentlich, meiner Meinung nach, wenn man etwas entwickelt, sollte es doch dann besser laufen von Haus aus schon. Als wie wo ich es übernommen habe, wenn ich jetzt ein Spiel auf Firma kaufe oder so. Schau, dass das Spiel noch besser läuft als wie davor.
Nee, jetzt meiner Meinung nach nicht vom Verkaufer her, sondern vom Spielerlebnis. Aber meine Meinung ist einfach, oder meine Erfahrung gefühlt, ist inzwischen, eine Firma kauft sie ein Studio oder so, Produzentenstudio oder Programmierstudio für Gameset und dann machen sie einfach was damit. Also entweder sie machen gar nichts damit oder es wird einfach nicht mehr richtig so gemacht oder es wird nicht nach dem gemacht, wie es die sich gedacht haben damals. Und dann denken wir so, Alter, ich verstehe oft nicht die Leute. Was bringt mir denn das, wenn ich was erschaffe und dann denken wir so, Alter, ich habe noch so viel mit dem vor, dies, dann mehr ja nicht. Die denken in dem Moment schon über 20 andere neue Spiele noch. Vielleicht mancher schon. Aber dann muss ich ja an dem, was ich machen möchte, meine Meinung ist halt so, meistens bist ja nicht der eine allein, der wo das macht, so wie Minecraft heute. Da warst du bei war ja allein. Aber das ist einfach ein brutal gutes Game. Und du musst dir vorstellen, das hat eine Spielerschaft. Ich glaube, kein Mensch oder kein Speicher, also ich glaube nicht, dass irgendein Spiel so eine krasse Spielerschaft hat wie Minecraft. Weil du kannst immer was Neues machen. Du kannst, wenn du immer noch Vanilla spielen möchtest, dann kannst du tausende Mods inzwischen einladen und die dann spielen und dann. Alter, was möchtest du denn mehr? Außer FPS-Lags, wie bei mir gerade. Das hat mich gerade richtig hochgehast, hey. Boah, das nervt mich wirklich hart. Shit, man. Gibt er diese, ja. Es wird immer schlimmer. Ganz egal, was du machst. Ich verstehe das nicht. Warum muss immer so eine Folge dazwischen sein? Oder so eine Folgeseite, wo ich dann nicht so spielen kann, wie ich spielen möchte. Das verstehe ich nicht. Das war übrigens das, was man. Also ist völlig egal. Ich nehme eins, das hat gar keinen. Echt gar keinen Impact. Das habe ich bei Life in the Woods hergenommen. Und bei Life in the Woods sind es über 100 Mods gewesen. Und jetzt sind es nicht mal 30 oder so. Und es hat Legen anfangen. Aufgrund von. Das verstehe ich nicht. Das ist echt komisch. Also wirklich komisch. Ganz, ganz komisch ist das.
Ja, ich beende das jetzt doch mal heute, weil ich ganz ehrlich, es macht da gar nicht so Spaß so zum Spielen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn es da irgendwie einen Tipp habt oder so. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge. Also, habe Diary.